Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hatte gerade eine Begegnung der dritten Art, weil ich hatte gerade vor knapp 20 Sekunden schon mal die Folge gestartet und gesagt, hey, willkommen zu Breath of the Wild. Oh, Entschuldigung. Und in dem Moment hat plötzlich das Spiel angefangen zu laggen. Aber wirklich. Ich glaube, irgendwie plötzlich noch 10 FPS oder so. Ganz krass. So, ja, hier zum Rätsel. Ihr seht ja, wird das gleiche seltsame Konstrukt gebaut wie in der letzten Folge. Und ganz ehrlich, in dem Moment, als ich das Offscreen hier gemacht habe und schon was testen wollte, kam mir plötzlich eine Idee, wo ich mir dachte, hä? Das kam ja vorher nicht auf die Idee. Und zwar, naja, ich sag's mal so. Wir sehen ja, die Kugel ist da unten. Wir sehen den Hintergrund, der sich bewegt. Warum mache ich es nicht einfach so? Das Ding da rein. Es bewegt sich mit und schiebt dann. Hoffentlich. Kann man vielleicht noch irgendwie richtig positionieren. Und schiebt dann die Kugel einfach rein. Aha, deswegen. Hä, das Ding hält gar nicht? Krass, jetzt schwungen, dass es funktioniert. 2 Stück gebraucht oder so? Krass. Ah, das Ding ist noch dran. Hä? Cool. Also. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen rausziehen, damit der Nagel dann trotzdem darüber. Aber okay, gut. Ich meine, ich kann es natürlich auch anders machen, ne? Gar kein Thema. Moment, ich zeige schnell die andere Variante. Die ich eigentlich machen wollte. Ich meine, für etwas kann ich ja hier rüber. Und ich kann sogar bis darüber. Und von hier aus dann nachher darüber segeln sollte auch funktionieren. Sprich, machen wir es einfach so. Ah, deswegen. Das klappt nicht ernsthaft jetzt? Wenn ich es so mache, ich meine, das Ding kann ja nicht runterfallen, das geht ja nicht. Ja, okay. Also, ich kann ja hier rüber gemusst. Ich frage mich ja eh, weil wir in dem Spiel so krass viele geile Optionen haben, zusammenzubauen, irgendwie wie soll ich sagen, durch Decke zu gehen und so zu synthetisieren oder fusionieren. Wie viel kranken Scheiß man eigentlich machen kann und vor allem wie viele Tempel man anders machen oder Schreine man anders machen kann, als man es eigentlich sollte, als gedacht ist. Übrigens einen coolen Fakt herausgefunden, dass dieser Deckensprung angeblich laut Entwicklern gar nicht vorgesehen war ursprünglich. Sondern offenbar irgendwie mal eingebaut als Debugging-Tool aus dem Testen und sich irgendwo rausbacken können und dachte man sich so, hey, eigentlich kann man so eine coole, das ist eigentlich eine coole Fähigkeit. Warum nicht einfach so behalten? Ja, das nur mal so by the way. Finde ich ja schon interessant sowas. Und irgendwie auch logisch, wenn ich ganz ehrlich sein darf. So, kommen wir gleich hier raus. Ich habe noch was anderes getan offscreen. Ich habe versucht, zumindest mir mal noch meine alten Speicherdaten von Breath of the Wild rüber zu holen. Ihr müsst wissen, die sind auf einer anderen Switch, da ich die andere Switch mittlerweile auch nicht mehr so geil ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem die verwenden kann für Aufnahmen und so weiter. Also, beziehungsweise die Switch hier. Die ist nicht mehr so geil, um direkt drauf zu sagen, im Tablet-Modus. Zum Aufnehmen kein Problem. Und dann haben wir eine OLED-Switch geholt und transferiert deswegen so Speicherdaten immer wieder hin und her. Soweit dazu. Und ich dachte mir, vielleicht, wenn man halt Breath of the Wild Daten hier rüberholt, könnte es ja was Gutes geben. Ich meine, wir hatten bei Breath of the Wild ja auch einige
Dinge wie zum Beispiel auch Pferde, einige, oder das Haus, was man damals selber bauen konnte. Ich hoffe, dass das ein oder andere das halt hier auch wieder gibt. Also man direkt übernehmen kann oder so, weil es ist ja ein Nachfolger. Aber auf die Idee kam ich auch nur deswegen. Gerudo-Stadt. Ja, das ist das kostenlos. Gerne. TikTok-Hängebrücke am sichersten. Oh, hatten wir schon. Genau, so auf die Idee kam ich aus dem Grund, weil ich ohnehin vor 1-2 Tagen, gar nicht so lange her, nochmal ein bisschen Fire Emblem aufgenommen habe und da kam mir auf die plötzliche Idee, weil dort habe ich ja auch zum Teil, auch bei Pokémon-Spielen, wenn du halt ältere Spielstände hast, dass du die quasi übernehmen kannst. Also gewisse Daten halt übernehmen kannst, so mit dem Schuh draus. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht klappt es ja hier bei Tears of the Kingdom auch. Wenn ich halt Daten, Spieldaten habe. So, was ich jetzt gar nicht irgendwie verstehe. Der Typ meint, ich soll rechts entlang zu so einer seltsamen Brücke. Also quasi ein bisschen von über 7 Brücken sollst du gehen. Warum sollte ich, wenn ich zu den Gerudos will, nach rechts durch? Ich habe eine riesige Brücke, da macht doch gar keinen Sinn, wenn es in den Gerudos will, gehe ich nach links, also hier entlang. Das Ding kann es ja auch nicht sein. Viele Leute, aber die Karte noch nicht, die liegen noch nicht drauf hier auf der Karte, die Brücke. Eins hier, dann gehen die hier drüber. Okay, gut, eventuell eine Option. Jetzt wäre eigentlich eher hier drüber gegangen, aber okay. Der war schon, wovon er spricht. Hi. Nettes Ding. Ja, ich hatte schon gehört. Sieht irgendwie leicht wackelig aus. Oh. Ein bisschen tiefer, bitte. So, was ist das hier? Ist das eine Steuereinheit? Nee, oder? Nicer Dicer. Die Räder gehen. Ich hätte zwar... Ich merke gerade, ich habe sein Rad falsch dann gepackt. Ja, ist gut, ich habe es kapiert. Moment. Sein Draht dreht sich rückwärts, die anderen vorwärts. Das passt irgendwie nicht. Das rechts hin, was ich gerade dran gemacht habe, es dreht sich in die andere Richtung. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Hehe. Hat vorhin gar nicht gesehen. Nice, dass sogar noch angezeigt wird, ob es richtig dreht oder nicht. Ach so. Okay. Muss gar nicht so kompliziert denken. So, jetzt aber. Ja, aber der vorwärts. Jetzt läuft es runter. Okay, das ist natürlich nice. Die Frage ist eben, was ich schon mal gestellt habe, kann ich die Dinger irgendwie mal registrieren lassen oder so? Damit ich das nächste Mal das Spiel lade, weil ich muss erst wieder das Spiel laden, bevor ich da... Das ist ein neuer Turm da. Ja, ist der bekannte Turm. Das Spiel nochmal neu... die Speicherdaten, die ich von erwähnt habe, die ich synchronisieren wollte. Breath of the Wild. Die kann ich leider erst dann machen...
Kann leider erst dann machen, wenn hier das Spiel beendet habe. Oder pausiert habe. Also pausieren geht sogar selber nicht tatsächlich. Ich muss jetzt tatsächlich einfach mal kurz ausschauen und neu starten. So, warte mal. Was natürlich mache hier. Toll. Oh, Spiel. So. Warum mache ich das als Opfergabe? Weil hier wird gleich ein Kock erscheinen, sind wir sicher. Was sage ich? Immer gucken, hat es irgendwo eine Lücke, gibt es eine Symmetrie oder so etwas, man vervollständigen muss. Dahinter verbirgt sich meistens ein Krog. So. Das auch gemacht, weil das war gerade das, was ein bisschen gestört hat. Und hier kam mir, was ich noch in der letzten Folge schon erwähnt hatte, die Idee, ich glaube, ich habe oben irgendwo einen Felsbrocken gesehen. Ja, da hinten. Da, den da, sieht man den? Ich glaube, wenn ich den runterschubsen kann, können ich die Zeitumkehr nutzen, um ihn wieder hochzuschicken. Vor natürlich den kleinen Typen da dran festigen, damit er hochkommt. Ich glaube, das könnte die Lösung sein. Aber das nur mal so, by the way. Na, guck mal an, wer hier ist. Hallo, Terry! Wow! Dem Pfad des Lebens an. Oh ja, ja. So, mal gucken, was es so hat. Holzpfeile, natürlich immer gerne. Heilwul-Tomat, was will denn damit? Okay, aber jetzt noch keine, deswegen immer gerne mal eine. Wo hat er 5 Stück, ist aber irgendwie nur eine dran war. Ganz schön teuer. Ausdauerechse, ich nehme mal ein paar Holzpfeile, kann man nie schaden. Und ich weiß auch, wann ich zum nächsten Mal dann Holzpfeile finde. Verkaufen. Nach Angriffsstärke und nach Ding. Vor allem hier Diamant. Synthese, Angriffsstärke auf mal fucking 25, das irgendwo dran schraube. Stell dir mal vor, ich habe einen Diamant, schraube auf ein Master-Schwert drauf. Lecco mio. Also wenn es nicht repariert ist. Ich hoffe, es klappt wieder. Lustig ist irgendwie die Monster-Dinger so stark sind. Trotz allem. Ja. Diamant natürlich eben hat ein bisschen Power. Das ist soweit auch schön und gut. Kann ich aber auch gerne mal später noch nutzen. Aktuell doch gerne lieber ein bisschen Kies, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht erstmal so stärkere Monster aus dem Weg gehen, weil die sind halt auch, naja, vertragen halt viel. Du musst zum Teil auch viele Pfeile und sonstiges irgendwie dafür einsetzen. Das ist ein bisschen doof. Wenn sie geschützt sind, ja, ich wollte schon da hoch, aber irgendwie geht's nicht so richtig. Ist dieses Ensemble das, was irgendwie in der Hebra-Region irgendwie verloren ging? Oder feststeckt? Auch? Also das muss relativ schnell nach Hebra hoch, wa? Im Südwesten, aber... Wetterwandel verursacht. Oh, das klingt nicht gut. Nun sind dort Kälte und Hitze so extrem, dass die armen Tiere in Gefahr waren. Oh. Knochen entfernen gehört. Oh Gott. Oh. Ja, ich würde mir schon gerne helfen. Das Problem ist aber aktuell, dass man gar keine Fotos machen kann. Die Funktion muss kommen, weil Zelda konnte mit dem Hurapad ja auch. Okay, das heißt, lang kann ich ja auch noch irgendwie keine Pferde nehmen, offenbar.
Stallbesitzer. Ah. Okay, was nützt eine Kirschbaumkarte? Hm. Hm. Okay. Wir werden uns doch auch mal irgendwann darum kümmern. Du. Ach nee, stimmt, genau, nach Elden ist sie unterwegs. Ja, den Segen erwehren, ja, damit die Rüstung irgendwie upgradet wird, aber das ist immer so eine Sache. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles gekostet hat, ne, Geld war es nicht, das war irgendwas Spezielles. Vorsicht vor Blutmond, mal sehen. Ja, oder an Blutmond genau, erfahren alle Manns wieder zu neuem Leben. Der Blutmond am besten auswirkt, ja super. Ein Rezept, ich meine, theoretisch könnte ich solche Dinge auch so nachkochen. Vielleicht wäre es auch cool, wenn ich ein Foto daraus machen könnte. Ich hätte das Rezept bereits. Finde ich irgendwie auch nice. Wie sieht denn hier aus mit Übernachten? Stammmitgliedschaft? Hm. Ja, gerne. Ah. Ah. Mindestens Stahlpunkte gesammelt haben. Stahlpunkte, ja. Ein Stahlnutzer hält so Punkte. Das registrieren wir Fern, Übernachtung und so weiter. Und so ein Stall, egal wo. Teil 2 ein Stahlpunkt. Okay. Dankeschön. Ah. Ah. Ja, vielleicht muss ich gleich noch mal hin, wenn wenn ich die Daten neu runtergeladen habe. Das mal funktioniert. Das wäre nicht schlecht. Das sagt der Specht. Also hier wäre wieder einer. Mich interessiert eher wie zum Henker. Okay, da kann man jetzt noch nicht hoch. Also hoch schon, aber nützt mir nichts. Da war der andere Schrein. Ich glaube, ich gehe mal kurz da hoch und guck mal, ob er tatsächlich das Teil einfach runterschmeißen kann. Also, was wir schon gelernt haben, hier Zeitumkehr, theoretisch kein schlechtes Ding. Nützt mir hier unten noch gar nichts, aber das kann ich ja schnell ändern. Oh, die sind nachgewachsen. Feuerfrüchte immer sehr, sehr wichtig. So, dann. Kann ich so auch auswählen? Warte mal, ich würde gern die Rakete nehmen. Kann man so schlecht? Was bis ganz nach oben? Natürlich ist schade, dass die Rakete dann futsch ist. Link, halt dich fest. Mann, bist du ein Trottel, Link. Ganz ehrlich, wir waren doch schon oben. Da wieder runter, dieser Honk. Naja. Also mit der Rakete, soweit ganz cool. Eben auch der Schild zu Bericht, deswegen nicht gleich. Das finde ich auch ganz nice. Das wäre sonst sehr nervig gewesen, wenn der Schild aufzubrechen würde. Okay, ich dachte, ich könnte hier... Da wäre vielleicht so ein Vorsprung, wo sich Link schnell festhalten könnte.
Gut, dann nochmal von vorne. Ich habe zwar nicht so viel, leider, das ist so. Aber ey. Da gucken, wo ich die vielleicht da farmen könnte. Also. Hier kann ich nicht irgendwie hin. Ne, offenbar nicht, wa? Wir kommen das jetzt nicht so weit oben, dass wir es jetzt noch schaffen, Link. Oh mein Gott. Naja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? So, oben sind wir zumindest schon mal. Sehr gut. Also. Musik. Da sehe ich einen weiteren Turm. Welcher ist das wohl? Ein neuer Turm. Sogar dort, wo ich genau hin will. Perfekt. Geht aus dem nächsten Part in die Richtung. Also, ich gucke zumindest mal, ob das klappt. Habe ich irgendwo einen normalen Weg nach oben oder muss ich irgendwie tricksen? Nein, an und da ist noch ein Turm. Tempel der Zeit, das heißt, ein Tempel der Zeit dort, also der Tempel der Zeit, der irdische quasi. Das große Plateau muss hier oben sein. Okay, dann gehen wir natürlich auch, ich würde sogar sagen, auch nächste Folge zuerst dahin. Mal gucken, ob es da irgendwelche Goodies für uns gibt. Das wäre nämlich ganz geil. Wir nehmen vielleicht irgendwie ein Gefährt mit oder ein Pferd oder sowas, ein bisschen schneller vorwärts kommen. Oh. Kataklysmus oder was? Ja, so ein Viech. Ein paar Viecher. Das ist die Melis? Melis ist Miasma. Melis war im früheren Teil der Reihe. So, ist das so eine gute Idee, was ich hier treibe? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Herr Spiel, hey, einerseits großen Spaß, alles neu zu entdecken. Beziehungsweise vieles neu zu entdecken, vieles auch wieder zu entdecken. Andererseits zum Teil auch so ein bisschen Fun-Beigeschmack, wenn ich dann sehe, das ist plötzlich irgendwie so schwierig oder na, da soll man gar nicht hin und so und stellen mich irgendwie auch doof an. Ich bin dann cool nur wie das mit der Fee und dann geht's nicht. Ah, das Schloss Hyrule von hier aus. Sieht auch krass aus. So. Was soll denn das sein? Monsterversteck oder so? Genau, hier Trümmerstück. Da hatte ich einen, das können wir doch Trümmerstück ranpacken. Ja, sicher. Achso, da können wir einen Himmel zurückschicken. Okay, eventuell eine Variante. Dazu eigentlich eher das Teil runter zu befördern. Und einfach den runtersegeln zu lassen. Hier ist sowieso falsch, aber hier ist die Arena. Ja, dahin, ich weiß nicht so recht. Einerseits ja, andererseits vielleicht zu früh, wenn da wieder irgendwelche Leute in der Mitte sind, die auf uns warten, dann Petri Heil. Aber richtig Petri Heil. So, warte mal, wenn das Teil hier ist, so Trümmerstück, bin ich in, oder wäre ich hier überhaupt richtig? Nee, das Teil war doch viel weiter vorne. Die Dinger kann ich nicht nutzen, schade. Den haben wir bereits markiert. Richtung Gerudos unterwegs. Ein Gerone! Sind auch selten. Da ist eine Insel übrigens. Die Glocke macht Klong. Ja. Sieh mal, cooler Turm, wa? Oh. Und jetzt? Toll, eine Kraftprobe. Oh.
Klong. Glocke, so fest du kannst, wird die Glocke dir antworten. Oh. Darum gebaut habe, okay. Oh. Du hast also nur einen Versuch. Ach ja, es gibt eine kleine Gebühr. Ich habe alles selbst gebaut, weißt du? Noch nicht. Oh. Ja, schon, aber ich muss halt erst mal gucken, was wir eigentlich alles haben. Sehr viel sogar. Das ist schon ein Trampolin, wa? Oder soll eins sein zumindest. Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Ja, sowas schaffe auch nicht. Warte mal. Ist jetzt kaputt oder was? Okay. Oh, der hatte schon. Ja, ich muss mir keine Sorgen um die Gegner hier machen. Nee, ich kill mich selber. Das ist gar kein Ding. Ist auch nichts Neues, wenn wir ehrlich sind. Meine Güte. Also, versuch's mal. Ja. Ich könnte auch die Raketen nutzen, die ich gerade gesehen habe. Zeit habe ich wohl genug, wa? So, das ist alles ja da. Eben, wir haben da auch ein paar Raketen, die man sicher gut nutzen könnte. Passt das ungefähr? Ja, könnte hinkommen. Okay. So soll es nicht gehen. Dann machen wir mit dem hier. Da macht es definitiv Klang. Ich darf es halt nur nicht verbinden, weil wenn ich es verbinde, ist es verbunden. Macht Sinn, wa? Och, ernsthaft. Okay. Nehmen wir einen kleinen Stein. Nein, einfach nur draufhauen, Link. Dankeschön. Und... Ah. das ist ganz in Ordnung. Das ist auch noch besser, hä? Was Schweres richtig schnell werfen. Oh. Hä? Aber ich habe versucht, das Teil da zu werfen. Okay. Also Trampolin alleine ist zu schwach. Was haben wir denn sonst noch so? Was ist das überhaupt? Hä? Was ist das? Haben wir das im Inventar vielleicht auch? Den Scheinwerfer ist es nicht. Das würde ich gleich noch erkennen. Zeitbombe auch nicht. Wäre jetzt eigentlich cool, aber nein. Hä? Da kann ich ja sehr viel bauen, wie man sieht. Ich meine, eine Zeitbombe. Naja, da fliegt er hoch, wisst ihr?
Hätte ja sein können. Ja, aber das klappt ja wohl. Das Problem ist bei dem hier. Genau. Ping. Da ist es soweit auch gut. Gar kein Thema. Aber es müsste auch ein bisschen Power haben. Versteht ihr? Zeitbomben, damit das Teil noch höher fliegt quasi, aber nee. Ich glaube auch nichts, war. Damit haben wir es ja schon versucht. Mit mehr oder weniger mäßigem Erfolg. Was ich auch mal versuchen könnte. Wir haben hier, wie viele Raketen haben wir? Eine bloß, wa? Was ist das überhaupt? Das sind aber keine Bombenfässer, oder? So, können wir mal schnell testen. Zeitverzögerung, damit das Teil in die Luft fliegt. Okay, das wird zwar funktionieren, aber... Oh. Rubine unter Steinen. Gewisse Dinge ändern sich halt nie, wa? Das Ding sieht natürlich schon schwer aus, also schwerer als die Dinger, also kann man gut mal versuchen. Die Dinger, damit das Teil eigentlich im Boden einfach stecken bleibt, oder was? Wird eigentlich noch viel, war so eine Alpha-Krieger-Klinge. Scherz beiseite, also. Ja eben, ihr könnt es wieder schon irgendwie festmachen, damit es irgendwie wegfliegt. Aber wozu das Ganze? Ernsthaft. Ich weiß nicht, ob das bereits ausreicht, aber ich glaube schon, dass es noch irgendwie einen großen Knall braucht. Aber selbst wenn ich einen Knall hätte. Mein Verbinden kann ich mir sowieso sparen, weil wenn ich das so mache, dann fliegt er nicht weg. Definitiv mehr Wumms. Und eben, ich habe halt nur eine einzige Rakete hier. Wenn es dem Wumms halt geht. Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Was soll das sein? Ja, meine Batterieleiste zieht sich einfach runter. Schön.
Okay, der ist aber nur dazu, damit ich gerade stehe, oder? Warte mal. Also glaubt doch nicht, dass es das ist. Das sorgt wohl kaum dafür, dass er irgendwie leichter ist oder so, oder irgendwie sonst einen Vorteil habe. Nee. Er ritzt sich einfach halt auf. Das ist natürlich praktisch, aber was soll ich gerade aktuell damit? Hä? Schon so etwas, was ich schnell mal offscreen testen muss. Oh Mann, ey. Ich habe auch hier viele Dinge, aber es sieht schon das Schwerste hier aus. Aber selbst dann, oder ist das hier einfach falsch und muss es anders machen? Und ich meine, ich muss sowieso speichern von dem her, weil wenn ich jetzt schnell die Folge neu starten will, können wir dann... Nee. Kannst du locker zurück, Mann, du musst noch anschlagen. Ich wollte eigentlich gucken, wo der andere Typ hier, also eine Krog hier ist, weil der Typ hier unten wieder zu seinem Freund. Der müsste theoretisch hier sein. Ja, kann ungefähr da sein. Da muss halt da hoch, wa? Jetzt brauche ich da so ein Rad und so. Alter, das ist einfach wieder mal ein bisschen too much. Ich verstehe gar nicht, worauf das Spiel überhaupt hin will. Naja, auf alle Fälle ist es interessant auf eine Art und Weise. Gut, in was sei. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ich teste mal ein bisschen offscreen, was da passiert und starte mal das Spiel auch neu. Das, was ich gespeichert habe. Dann nächste Folge, nachdem wir das hier hoffentlich gelöst haben. Falls nicht, schade. Auf alle Fälle gehe ich dann weiter. Ich würde sagen, erstmal dort Richtung Tempel der Zeit. Dann gucke ich mal da oben, wegen großen Plateau. Ja, die Wüste. Ja, da ist halt ohne Gleitermöglichkeit oder sowas, ist halt scheiße, da hinzukommen. Pferdriges Team jetzt auch eine Option. Dann geht dann vielleicht zu dem Turm erstmal. Der wäre offenbar hier irgendwo. Das in dem Fall nach außen vor und geht dann vielleicht mal in Richtung hier Hebra. Weil sonst einen Turm zu erreichen, stelle mir gerade ein bisschen schwierig vor. Naja, wird schon. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann geht's hier weiter und ja, wir gucken mal, was wir mit dieser Glocke machen können. Wird spannend. Bis dahin, tschüss.